Hallo, hallo, hallo. We zijn hier waar bij Schtrucklaunt. Vandaag is 17 mei. En zeer schöne dag of gaat ons vandaag waar je schauten. We vandaag maar daar hier am Schauten zijn. Het zal vandaag 25 graden warm worden. En dort erst bij ons al zeer schön. En we gaan, ik reed laatst met een man am stoel en hij zei hij had al lang niks schön Bistec ranchero gehad. So, ik wil nu mal proeven. Eine Sorte, wir haben da 500.000 Sorten. Ich habe ein Rezept gefunden, das interessiert mich sehr. Ich nenne das Schtrucklaunt Bistec Ranchero a la Fiesta. Das ist so ein Stuhl, was soll sehr schön schmecken. Und muss sein, was das. Ich will Ihnen das wissen, was wir dort merken. Und nachher wieder. Dankeschön. Okay, hier ist es sein kann. Wir haben uns hier was an einen Inside Roast, bisschen Beat Fleisch gekauft und das noch mit so halb eingefroren, das schafft das viel besser. Und dann Schälweg geschnitten. Ich tue das von ungefähr 8 und soll dick, 3/6 Titel, soll dick, slice it very thin. Und dann wollen wir das Ganze dort fein schneiden. Wir wollen das hier noch Marinade oder ersühlen, erleiden, dass es fein weg wird. Hier kann ich sein, dann haben wir die ganze Kampfhall all fein geschnitten, alles so sehr gerne Schälweg ist. En dan waar we ons een aanzuilerie reinmerken, zo'n marinade, waar we dat een stuk feierstunden bij liggen hebben en daar wordt het zeer fijn weg zijn. Oké, dit is wat we gebruiken om vlees aanzuilen. Vlees afweken dat het met wekker wordt. This is what we're going to use to marinate the meat. Hier hebben we een abgeschnittene sippel, one cut up onion. Hier hebben we een Kuffel abgeschnittenet, fein geschnittenet cilantro. Here we have 1 cup of cilantro chopped up. And if you don't like it, you can use parsley. Wanneer je cilantro legt, dan kan je paraceil gebruiken. En hier hebben we 1 theelepel grobe peper, 1 teaspoon coarse black pepper. Hier hebben we 1 theelepel grove salt, 1 teaspoon coarse salt. Hier hebben we 5 10 chestnut, 5 cloves garlic, diced. Hier hebben we 1 theelepel comino cumin, 1 teaspoon cumin. And here hebben we 1 Mexicaner shabaya, the wild oktomank. Here we have a Mexican beer that we're going to pour in there for a marinade. Hier hebben we een beetje olive oil. We waren 1 eetlepel verbroken. We'll use 1 tablespoon olive oil. And hier hebben we dat rindfleisch, wat we eerst hadden, zeer gern geschnitten. I have some roast, sliced very thin. So nu willen we dat alle marinaten. Oké, dan nemen we dat alle, sippelen en al de spices en bijen en dat schmurzt allemaal. Die hebben we dat zeer fijn durch. Dan laten we dat een stuk 3 feierstunden zetten, dat het fijn marinaten deed, fijn aanpikkelen. En dan willen we dat te 4 brengen. Now we're gonna mix it all together. And then we're going to let it marinate for about 4 hours. You can do it in less time. We kan ook een wenje tijd doen, maar we worden vanuit 4 stunden van jou. Oké, nog een ding wat we worden broken is, we hebben hier 3 bakkeljanen, Roma bakkeljanen, 3 Roma tomatoes. Hier hebben we een grain bell pepper, eine grüne Peperschout, so ein Chili Marron, so eine graue Peperschouten. Hier haben wir eine rote Peperschout, 1 red bell pepper. Und hier haben wir 2 jalapeno Peperschouten, 2 jalapeno peppers. And when you do the strike, I say plus eine. If it's too strong, then you'll just do 1 or maybe even none. And hier haben wir 2 serrano Peperschouten. We waren vielleicht bloß eine Brocken oder 2, durch wir stark sind. 2 serrano peppers. Depends how strong they are. If you don't like it, then you leave it out. And hier haben wir 1 eetlepel Heinapulver. Das wollen wir mit 1 Köffel Buttertaub rieren. Here we have 1 tablespoon beef bouillon. We're gonna mix it with 1 cup of water. Dankeschön. Oké, nu heeft dat vlees hier 4 stunden gemarineerd, eingezult, en nu willen we dat te 4 brengen. Oké, nu hebben we de pan fijn uitgemerkt, waar we dan best geschmurzt hebben. Nu willen we dat vlees van beide zijden
sehr schmackbrün broden. Dann habt ihr viel besser Geschmack. Okay, wir setzen das Fleisch dort erst nu nur fein brün gebrot, wo dort rein alles dort schmackbrün broden. Und da wo wir dort Rüt nehmen. En dan, wat we dan willen doen, en dat we wat we met olie bakken aan de pan, dat is wat zeer schijnt. Daar wordt het nächste wo de tomatoes te nemen, voor laat je oil klein een beetje bij. En dan die hier van de minuut zo durchbroeden. En je kunt dat rekken, rekt allemaal zeer schijn. En dan willen we dit gaan met durchgebroed van ongeveer een minuut, of vielleicht sogar een minuut en een half. Dan nemen we, dan doen we dat en de nieuwe kam, dan wordt het met je kraft houdt, check hem dat. So weil wir dort von der Bären kirken. Erkläre wat sehr schön schmeckt. Die sagen immer, wenn einer in Eatgruppen der Klee hat, eten merken, das schmeckt viel schöner. So, das wollte ich von der wohl proben. Die kann bei Sunnydick haben, in mexikanischen Sturenwinkler. So. Okay, nächste was wir wollen tun, ist, wir wollen das Fleisch alle über rein fein schneiden. Dat hadden we vielleicht kunt eier doen, eier weer op brood en dat nu bij dat is dit. Dat alle nate bieten snijden. En daar werden we dat aan de kam nemen en dan te vier brengen. Dat wordt van die zeer schijnen ook als je gelijk werkt. Ik kan nog schobelen en ries erbij. So. Wordt van die fan zijn. Okay, da wollen wir uns noch das Köffel Wasser mit dem Heinerpulver reinmerken. Wir haben ungefähr ein Köffel Wasser, dann ein Edelepel voll oder ein Edelepel voll und halb. Erdieren und dann werden wir dort auch an den Gruppen reinjagen, wo das Fleisch ist zu viel gebracht. Und dann schmecken, wenn das nicht salzig genug hast, dann noch mehr. Okay, nu werden wir 4 merken und dann werden wir anfangen zu kerken. Und wo noch das Heinerpulver, das Köffel Wasser mit Heinerpulver, wo wir dort noch abjagen. Dann noch die übergebliebene Marinade, wo das Fleisch eingepäckelt wird, das wir dort abjagen. Und je darf nicht sagen, dass das Bayer irgendwas dieselig merken werden, das Alkohol, das kerkt alle rüht. So, da darf ich nicht werden worrieren, das gibt es ein peinlicher Geschmack. Okay, nächste, was wir wollen, ist, wenn sie Peperschoten räuchen. Ich tue den Klipp erst aussüdeln, ein bisschen beglipsen mit Olivenöl, dann backen die viel besser. So, hier haben wir 4. Nu wollen wir die Peperschoten alle Schmack räuchen, dass die rund am Schwarz sind. Dann checkt ihr mal dort. Naja, nu haben die alle Schmack geräuscht. Wo die alle in Plastiklusch nehmen, dann wollen wir die von ungefähr 5 Minuten setzen lassen und dann haben wir die Fan aufschauen. Naja, nu haben wir die Peperschotenmesser alle aufgeschaltet, weil die so dort in der Plastiklusch haben. Und die da lassen vielleicht 5 Minuten werden schweiten. Dann kann man die Peperschoten bloß mit dem Messer, die Schale bloß fein aufstrecken. So, nu wollen wir die alle Schmack reinmerken. Und fein schneiden und da werden wir die auch an den Broden nehmen. Aber das hat sehr fein geschafft. Das ich sage, die Jalapenos oder Serranos kämen so viel da mag, was die bleiben, weil die dort nicht zu stark werden. So. Ich lege das Beste heute, dann wollen wir das zu starten. Ich lege das auch sehr fein gelegt, das direkt auch grülich, sehr schön. Naja, nu haben wir die Peperschoten fein 2 geschnitten, das sind die Chile Serranos da. Und das sind die Jalapeno Peperschoten. Und das sind die Bell Pepper, grün und roter, Chile Morron. Nu werden wir das alle am Broden nehmen. Okay dann. Nu hat das Fleisch von ungefähr ein Stück 20 Minuten oder so sacht gepresselt. Und nu werden wir die Peperschoten machen. Dann noch einmal von ungefähr 20 Minuten oder durch eine halbe Stunde das sacht presseln lassen. Sehr sacht simmern. Wir wollen haben, dass das Fleisch soll sehr fein weg sein. Und ich glaube, das wird von der auch sehr schön schmecken. Das wird direkt irgendwie grülich, sehr schön. So. Du kannst den groben Heimelschmack sein, den gleich ich sage, als ich will ich da eten merken da. Aber dort ist so weit noch sehr fein mitgekommen. Okay, nu habe ich von ungefähr 44 Minuten gekerkt, oder so, mit alles taub. Nun ein bisschen schmecken, wenn ein bisschen Salt und Pfeffer fehlt, die dort, oder ein bisschen Heinerpulver da mag. Test for salt and pepper, if it needs some, add some pepper or salt or chicken bouillon. But nu ist das gut, nu werden wir das ewig reinmerken. Na ja dann, Regen büten fein und das büten miserablich und werden das fein warm. Nu werden wir eine schöne Schiebe reinwerfen. Bistec ranchero alla Fiesta, Schtrucklaunt.
So, nu wollte ich nicht wissen, was die wollen von der Schiefe reinwerken. So, nu haben wir unsere Schiefe reingemerkt. Hier haben wir Avocado, da haben wir ein bisschen Zitronen, Lime und hier haben wir mexikanisch gebratene Ries. Da haben wir dort sehr schöne Bistec Ranchero a la Fiesta. Da haben wir noch was Schobeln dabei und hier haben wir noch selbstgebackte Tortillas. Nu wollen wir eten. Direkt al sehr schön. Okay, da wollen wir von dem schönen eten. Wir haben Schobeln, Ries und Bistec Ranchero a la Fiesta. Und nu wollen wir eten und weil wir Gott wieder dankbar zijn. Von der als Himmelfahrt. Weil wir daran denken. Jesus ist auf diese Erde gekommen. Der ist geboren hier. Und der hat erst bei uns, für uns am Kreuz gestorben. Den haben sie begraben. Und 3 Jahre lang ist er abgestanden und ist am Himmel geflogen. Und was das meint, ist, Jesus sagt, als er im Himmel fuhr, dass er würde für uns eine Stadt besorgen. So, wenn wir für ihn leben und an ihm bleiben, dass er für uns gestorben ist, dann können wir noch mal mit einem Top im Himmel sein. So, ich bin nur dankbar für ihn, ich bin für jeden alle dankbar. Und ich bin auch dankbar für Christen alle dort in Sibirien, Russland, und in Deutschland, und Bolivia, Argentinien, Südamerika, Mexiko, States, Kanada, wo immer wir sind. Ich grüße alle, ich hoffe, die haben von dir einen sehr schönen Tag. Und ich hoffe, die merken das auch. Ich habe auch geschmeckt und das schmeckt sehr schön. So, nu werden wir das mal schmecken. Und hier haben wir dann einen Coke oder einen Pepsi. Das ist nicht ein mexikanischer, aber die wollen gut sein. Hörst du mal. Hier ist die Kraxis in Mexiko. Oh. Und nu werden wir noch dieser Maiskrack uit. Ich komme mal in Huis fahren. Wir haben laatst 10 so eine Butteltjes gekauft. Und die sind auch noch was Mais alle. Aber wir haben sagen, wo das ist. Das meint so viel. Nu sind wir heute zum Eten. Wir haben schöne mexikanische Ries. Der hat mir gut auch mal gewesen, was der gemerkt hat. Und da sind viele Sorten. Und ein bisschen Zitronen da mit über. Und dann hier ein bisschen Salz über die Avocados. Ich habe noch mal ein bisschen aufdrücken. Und dann das Fleisch. Das Bistec Ranchero. Und dann das Schaublem. Und dann die selbstgebackte Tortillas. Dann fällt mir das Leid bei, was keiner schon geben. So, ich hoffe, ihr merkt das auch. Und ich grüße euch alle. Lasst mich weiter, von wo ihr seid und wo ihr das geglaubt habt. Dankeschön.